Was wirst denn da, wenn du allein bist? Wenn keiner mehr neben dir steht und du bist grinnt und hast dich lang versteckt, dein Nosen weit steht da nicht an mir. Schau, wie ich vor dir knie an mir. Ich bettel da vor dir an mir. Ein Spatzel sei so lieb und komm zu mir. Hey, ich wollt dich doch nur trösten. Dein Jumpster war blöd zu dir. Jetzt steh ich da, ich verlieb da noch. Du hast mich weit auf den Kopf buxiert an mir. Schau, wie ich vor dir knie an mir. Ich bettel da vor dir an mir. Ein Spatzel sei so lieb und komm zu mir. Lass uns das Beste da draus machen, bevor ich noch närrisch wird. Sag bloß nicht, dass das mit uns nicht geht. Das ganz umsonst ist da mein Lieb an mir. Schau, wie ich vor dir knie an mir. Ich bettel da vor dir an mir. Ein Spatzel sei so lieb und komm zu mir. Schau, wie ich vor dir knie an mir. Ich bettel da vor dir an mir. Ein Spatzel sei so lieb und komm zu mir. An mir. An mir. An mir. An mir. Das war Danemil, oder auch bekannt als Layla von Eric Clapton bzw. Derek and the Dominos. Hat die Combo damals geheißen, war trotzdem der Eric Clapton. Und ja, das war die Unplugged-Version von MTV Unplugged, weil normalerweise ist ja das dieses hier. Weil ich bin nämlich ein guter Gitarrist. Na. Genau, normalerweise ist es natürlich die Rock-Version. Die gefällt mir tatsächlich auch ein bisschen besser. Also ich finde, es sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Songs. Ja. Nur der Text ist der gleiche, aber das eine ist halt ein Rocksong und das andere ist halt einfach ein bluesiger Blues-Song. Und genau, ich fand die MTV Unplugged-Platten tatsächlich sehr gut, obwohl ich kenne mich jetzt nicht so riesig groß aus mit dem Zeug vom Eric Clapton. War jetzt nie ein Fan seiner kompletten Werke oder sowas, aber die MTV Unplugged-Platten, die habe ich halt mitgekriegt und auch gern gehört. Und genau, ich finde aber tatsächlich die Rock-Version schöner. Vor allem gefällt mir an der Rock-Version die hinten raus, die, weiß ich nicht, 4 Minuten oder sowas Instrumentalmusik, die nochmal in eine komplett andere Richtung gingen. Das fand ich sehr, sehr spannend, als ich das erste Mal so bewusst wahrgenommen habe. Und ja, genau, jetzt hat die Unplugged-Version von meiner Seite. Der Name, der da gesungen wird, falls es jemand nicht verstanden hat, ist Anna-Mirl, also Anna-Maria auf Boarisch. Und zuerst habe ich es übersetzt und habe Layla einfach lassen, weil man denkt, hey, Layla geht auch nicht. Layla, schau, wie ich vor dir knie. Aber das hat es für mich kulturell schon wieder ein bisschen zu weit weg
geschoben, das Ganze, deswegen die Entscheidung zur Anne-Mail. Ich hoffe, dass euch die gefallen hat. Und ja, ich hoffe überhaupt natürlich, dass euch der Song und die Übersetzung gefallen haben. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentiert, abonnieren und unterstützt mich links oben oder unten. Und jetzt kommen meine monatlichen Unterstützer, meine Patreons.